Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag lief Glückscher zu Hus und unterwegs. Hier kam man ganz besondere Überraschung für euch. Och, wat war dat früher schön, doch in Kolonia. Wenn der Franz mit'm Nies normale Kobersch ging, in der Peter Arm in Arm mit'm Apollonia. Still vor Genösch am Heimweg an zu knutschen fing. Och, wat schön. Hat geraten, wer dat is? Dat is der Biermanns Max, unser erster Besuch. Und wir sind ganz stolz und glücklich, dass wir den eingeladen haben. Der Max gehört zu denen, die de Kölsche Spruch am Leben halten. Es gibt ja ganz viele Leute, die ja nicht mit Kölsch schwaden, aber die Kölsch singen können. Und das hätte sich auch zur Aufgabe gemacht, das Kölsche Spruch und die Kölsche Art und Weise zu leben, uns rüber zu döhen. Tag Max. Tag zusammen. Dag Max. Danke, ja. dass ich hier sein darf. Schön, dass du hier bist. Sagen's, wie bist du da drauf gekommen, Kölsche Musik zu machen? Eigentlich in der Schule. Ich war auf der Kreuzgasse hier in Köln, habe ich Abitur gemacht. Übrigens muss ich noch mal kurz erklären, dass ich nicht Kölsch spreche, sondern nur singe, weil meine Eltern beide nicht aus Köln kommen und zu Hause immer nur Hochdeutsch gesprochen wurde. Dann dachte ich aber in der Schule, Kajas Nummer 0 in der Grundschule gelernt und ich glaube 1988 ein Blackfuss-Konzert besucht und von Tommy Engel total verzaubert worden. Das Kacke-Lied war damals gerade so neu und da durfte man dann so als 10-Jähriger mal endlich Kacke sagen und singen. Ja, das hat mich das so in die Kölsche Musik gebracht. Und in der Schule habe ich dann damit auf so Karnevalssitzungen, Schulsitzungen angefangen. Das Singen. Das heißt, das war der erste Auftritt auf Kölsch als in der Schulzig. Ja. Wahnsinn. Und später so als Musiker in der Wirtschaft oder auf der Bühne, wie war das erste Mal? Ja, aufregend. Also das allererste Mal war auf der Hochzeit von eigentlich meinem besten Freund. Mit dem war ich immer beim Björn Häuser im Gaffel am Dom zu Gast. Da haben wir immer fleißig mitgesungen und dem habe ich als Überraschung einen Auftritt von Björn Häuser auf seiner Hochzeit geschenkt. Und weil ich das aber anmelden musste für das Hochzeitsprogramm und so eine Dreiviertel oder eine halbe Stunde, was er da gespielt hat, das ist natürlich ein Einschnitt. Dann habe ich mir eine Flitsch gekauft und mit dem mitgespielt. Eigentlich bis dahin spielte ich Gitarre und dann dachte ich, muss irgendwas Besonderes noch machen. Ja, so kam das dann mit der Flitsch und da war ich richtig aufgeregt, mit dem Björn Häuser zusammen. Und was ist so das Besondere, was du so an der Kölschen Musik hier hast? Ja, Fröhlichkeit verbreiten, lächeln. Ja, Fröhlichkeit. Lieber Schunkelmusik oder Tanzmusik oder... Alles. Alles, von jedem Beides, jetzt. ja. Ja. Früher so ein Ob Blackfuss-Konzert. sagt man, du bist eine Allround-Musikerin. Ja, aber das war doch so, Konzert von den Blackfuss war doch früher so war das ja. Ne? Die haben von allem, die haben zum Schunkeln, die haben Stimmung, Kretja, ein bisschen verzählen, ne? So, das ist... Aber die Blackfuss haben keinen Flitsch. Wieso gerade der Flitsch? Die Blackfuss haben auch immer mal wieder eine Flitsch. Aber Echt? Flitsch war für mich so durch den Süper damals, so Colonia, ich weiß nicht, das war irgendwie so was ganz... Der hätte einen Ton gespielt und ich war ganz verzaubert und habe angefangen zu lächeln und das merke ich jetzt auch, das war bei euch, bevor wir hier angefangen haben, ja auch so, da spielst du einen Akkord und die Leute fangen erstmal an zu lächeln und sagen, ach, das ist irgendwie schön. Ja, ich will mich schon nicht entdeutschen bei dir, aber Gitarre, die hört man an jeder Straßenecke, der ich sage. Ja. Aber ein Flitsch, die ist erg selten. Man darf auch einen Namen nennen, der Hans Hüper, der ist halt genannt, das ist wohl das Vorbild, auch was den Flitsch im Besonderen angeht. Du hast kein Allermanns Flitsch, da ist irgendetwas Besonderes an der Flitsch. Ich weiß ja nicht so richtig, also irgendetwas ist anders. Kannst du mir das uns uns gut verklären? Ja, also erstmal bin ich Linkshänder, das heißt, es ist schon mal Das ist halt ein schon- Jod.
Wer musikalisch ist, ist auch Linkshänder. Dann wollte ich das eigentlich so machen, wie der Hans Süper das hat, mit der Beseitung der Flitsch. Und weil ich ja eine Doku gesehen habe im WDR und fand das klasse und dachte, das klingt voller und schöner als so, wie man sie im Laden kaufen kann. Dann habe ich das aber ein bisschen missverstanden, weil der die ganz hochfrequenten Seiten, da hat der nur eine, das sind immer Doppelseiten, also 8. Und der hat 2 von den ganz hohe hat er weggenommen und dicke dran gemacht. Ich dachte aber, der hätte nur dicke Seiten drauf. Deswegen ist das bei mir ein bisschen in die Hose gegangen mit dem Kopieren. Dann habe ich darauf aber gespielt und dachte so, ach, klingt aber gut. So, und so war das geboren. Ja, aber das klingt doch verdammt gut. Da hättest du aber geschäkert von wegen einer Beziehung im Gegenteil. Das ist doch erst gut gelungen, was du da verändert hast. Ja, deswegen ist es auch so, wie es ist jetzt. Ja. Ich habe auf deiner Homepage gelesen, dass du ein Liedchen hast, wo so eine Verzell drin vorkommt. Von der alle Kölsche Liedchen und so welche hast du ja auch gemacht. Vielleicht kannst du uns ein bisschen davon erzählen, vielleicht ist der Anfangsspiele von dem Mettina-Liedchen. Ich glaube, das ist das, was die meisten von dir kennen. Wahrscheinlich, ja. So eine ganz kleine Anfang, nicht, dass wir sonst Stress kriegen mit der Jema. Vielleicht kurz, damit man das ein bisschen einordnen kann, falls man es nicht kennt. Da geht es um Met im klassischen Sinne. Selbst wenn man jetzt, ich sag mal, selbst der Veganer kann da sehr viel Freude am Met in meinem Lied zumindest haben. Wir waren mal sehr verkatert und haben so Met-Wortspiele aneinander. Matt Damon, Limette, Methadon. Das kam alles, weil mir mal eine Dame, die buhlte um mein Herz und stand tatsächlich, wie man als Mann nach Frau einen Strauß Blumen bringt, brachte die mir einen aus Met modellierten Fuß vorbei. Ist kein Witz, so Unterarm hoch, mit Zwiebeln als Zehennägel so und ja, das war sehr schräg. Aber er hätte auch nicht, also mein Herz konnte sie trotzdem nicht erobern, also zumindest nicht so, wie sie das gerne gehabt hätte. In jedem Fall, du lachst schon, haben wir uns da so drüber amüsiert, wie du dich gerade drüber amüsiert hast. Ich verstanden. Der hätte auch lecker geschmeckt übrigens, der Fuß. Und dann kamen wir halt auf diese Met-Wortspiele mal in so einem verkaterten Morgen. Daraus ist das Lied entstanden mit ganz vielen Met-Wortspielen. Der Refrain geht so. Wenn dat mit Tina aus Mettmann am Mittwoch mit dem Met kom, ja, da hilft wir vielleicht etwas. Da wird der Metti von nebenan ganz hibbelig. Denn Herr Dach für lauter Freud, wird der Fürst von Metternich. Das ist schwere Kost für eine Vegetarierin und für einen Vegetarierin. Natürlich. Sowieso. Das hätte 3 Strophen, das hätte ganz viel Text. Das hätte so viel Text, das ist eigentlich, eigentlich war das zum Scheitern verurteilt, weil das so viel Text hat, wie man das heutzutage in der Musik heute gar nicht mehr macht. Wie viele Kinder sind als ob Mettina gedäuft wurde? Ich hoffe nicht viel. Und alles Glück, die Altbier trinken, ne? Mettmann ist doch alt in der Altbierzone, ne? Theoretisch schon. Ich meine, man hätten besser jetzt hören von der Hessle Millionen, das ist nicht so schwer zu verdauen. Willst du uns davon jetzt erzählen? Oder singen? Die Hessler Million ist der größte Schatz, den mir Kölsche jemals vergraben han. Söke deit sich nicht lohne, et geht doch nur Trone, denn das sind die Hessler Millionen. Ja, die Hessler Millionen, das 1990, als der FC zum dritten Mal im 4. Jahr hintereinander deutscher Vizemeister geworden ist, da muss man sich mal überlegen, haben die sich überlegt, wir verkaufen jetzt den besten Spieler, Thomas Hessler, und trennen uns auch noch vom Trainer. Verstehe ich bis heute nicht, warum das alles passiert ist. Thomas Hessler haben sie dann verkauft für, ich glaube, 13 Millionen D-Mark damals. Das war so wie so Messi jetzt heutzutage. Das war zu dem Zeitpunkt der europaweit teuerste Transfer. Und um das kurz zu machen, fragte man sich Jahre später, was ist mit dem Geld eigentlich passiert? Weil es kam nie ein ähnlich guter Spieler von dem Geld und irgendwie hieß es dann irgendwann, wir haben irgendwie auch kein Geld mehr. Und dann ging es so unter Freunden und ich sag mal so in der Fanszene beim FC so ein bisschen los und dann wurde überlegt, wo sind denn die Hessler Millionen? Das muss ja der größte Schatz sein, den es überhaupt gibt.
Ja, Sicher an. deswegen habe ich das Lied über die Hessler-Millionen Ah gemacht. ja. In dem Lied suchen den auch alle. Der wird immer gesucht von allen und keiner findet ihn. Und der FC hat sich da irgendwie zu geäußert, was du da gesungen hast? Nee, Überhaupt nicht. nee. Und wo sind die Hessler-Millionen? Den Armin Fee haben sie da tatsächlich mal gefragt, als er Manager war. Der hat dann Wenn du das wüsst, ne? gedacht, ja. Ich glaube, Jörg Schmatke hat auch mal gesagt, wenn er das wüsste, würden wir ja anders operieren. Das ist ja auch echt schwierig, wenn man sich dazu äußert. Das ist ja wenigstens kriminell, ne? Das ist, Ach ja, das war ja, heute sind ja ganz andere dran als früher, ne? Und, da ist ja das weiß Ist ich gar vorbei. nicht, und ob das kann man auch gar nicht mehr nachvollziehen. Ne? wahrscheinlich ist es weniger kriminell und so, wenn man vom schönen Ebertplatz erzählen. Ist das wirklich wahr, dass du noch am Ebertplatz getroffen bist? Ja, aus Müngersdorf, von Müngersdorf aus über Braunsfeld hin zum wunderschönen Ebertplatz. Und da hätte auch noch gerne jetzt getan. Nee, Nichts gar Böses nicht. mehr. Nee, überhaupt nicht. Also Ja. das ist schon finster da zum Okay. Teil. Jetzt aktuell tatsächlich, ich hätte nie gedacht, den Brunnen, den sie da wieder angemacht haben, ne? Das tatsächlich dafür, das hätte ich nicht gedacht, aber dadurch wurde der Platz richtig belebt. Da waren auf einmal Kinder wieder und dann ist da jetzt auch so eine Art Café vorne so auf dem Platz drauf, was auch wirklich dem Platz echt geholfen hat. So, aber jetzt durch die Corona-Zeit und den Lockdown war der natürlich viel weniger belebt und ist mittlerweile, ich sage immer, der feiert ein großartiges Comeback im Moment. Bin mal gespannt, wo das so hingeht, aber da ist jetzt, im Moment ist es wieder ein bisschen finsterer, sagen wir mal so. Vielleicht müsst öfter das Liedchen spielen. Vielleicht. Dann tue ich das jetzt mal. Meinst du, das hilft? Könnte ja Sinn. All die schöne Blümscher sind he ganz grau. Ohne Verzellscher ist meistens rau. Es ist hässlich, ever mit Hetz am wunderschönen Ebertplatz. Schön. Ja, schön. Ja, das ist so ein bisschen natürlich mit Augenzwinkern. Ne? Ich wohne da wirklich gerne, muss ich sagen. Es ist ja hässlich, es ist halt nur Beton, aber das hat halt auch manchmal Charme, ne? Also so, ich glaub, da trifft halt auch viel aufeinander. Für mich ist das so echt so Kölle, wie ich das eigentlich kenne. So, du hast alle Gesellschaftsschichten und auch so Menschen querbeet, die da so miteinander zugange sind. Ja, und Also du jetzt bist- nicht kriminell, sondern einfach, das ist so, ich sag mal, als Begegnung der ganze Großraum Ebertplatz, nicht nur der Platz selber, auch der Eigelstein und Agnesviertel. Das Genau, ist du eine, bist auch Flug am Ring und Flug genau, auf der Ringe und am Flug Dom. am Dom und auf Nicht der die Nüsterstraße. Nüsterstraße zu vergessen. Ja, Die genau. Nüsterstraße hat ja alles. Wenn ich denke jetzt an das Einkaufen, egal was es ist, ob Bäckermetzger oder sonst jetzt Eiskaffee, da ist alles bei ihnen knubbelewies. Ne? Ja. Die Agneskirche, zweitgrößte Kirche, die hat er auch noch in der Nöte. Schön. Ja, ist auch schön. Also ich wohne da wirklich gerne, muss ich echt sagen. Das war gut. Im Lockdown jetzt, wenn du dann eine relativ kleine Wohnung hast, keinen Balkon, das ist dann natürlich, aber, also ich sag mal, wäre natürlich was bisschen grüner, bisschen ruhiger mit Garten, mit einem Jade oder einem Balkon, wäre natürlich schöner. Aber hat auch so gut geklappt. Wenn die jetzt noch ein Liedchen machen, der jetzt über einen Platz in Köln, was die jetzt dann singen? Über welchen Platz? Barbarossa-Platz gibt es ja leider schon. Tja, das ist eine gute Frage. Gibt es schon Platz für Hans Knipp? Der ist Senior Dude jetzt, ne? Da müssen wir ein Liedchen machen. Und wer, ich meine, 75 dieses Jahr auch geworden. Stichwort Hans Knipp. Du könntest uns noch ein bisschen erzählen von der Arbeit von der Knippschaft. Ja, also erstmal muss ich sagen, dass ich zum Hans Knipp, mein Vater war ja sehr eng mit dem beruflich verbandelt, aber auch so. Die haben sich sehr gut verstanden. Der hat ja für die Blackfoot auch einige Lieder geschrieben. Und die haben auch immer wieder im regen Austausch miteinander gearbeitet. Ich habe den nie kennengelernt. Aber lustigerweise seine Tochter, die Marion, die war eine Arbeitskollegin von mir und das war echt jeck. Wir haben uns so kennengelernt und war mal Mittagspause, mal einen Kaffee trinken und so, das war echt lustig und so. Und dann meinte irgendwann, das hat bestimmt 3 Monate gedauert, meinte ein Kollege, sag mal Knipp und Biermann, irgendwie eure Väter müssten sich da eigentlich gekannt haben.
Und dann, also wir kannten uns, haben über die Connection unserer Väter gar nicht auf dem Schirm gehabt, beide nicht. So, und das war echt lustig, dass wir das dann so festgestellt haben. Und da haben wir schwer gelacht. Vielleicht als Anekdote am Rande zur Familie Knipp. Ja, mit der Knippschaft, das ist eine tolle Truppe mit Musikern, die Lieder vom Hans Knipp so ein bisschen am Leben erhalten. Vielleicht musst du ein bisschen von erzählen, was das für Lieder sind. Die Miezelu kennen die wahrscheinlich, aber wissen ja nicht, dass die vom Hans Knipp geschrieben sind. Ach Gott, und der Besuch im Zoo, mir schenken der Aale ein paar Blömscher, Lange Samstag in der City. Also der hat viele Lieder von den Blackfoes mitgeschrieben, einige auch selber geschrieben, so, viele haben die zusammen, sehr viel zusammen gemacht. Das war halt nicht, also die Blackfoes, muss man dazu sagen, haben mit einigen Songwritern zusammengeschrieben, die auch viele, der Rainer Hömich zum Beispiel, um jetzt nochmal wen anders zu nennen, ne, sonst, das war nicht nur der Hans Knipp, so, der Rainer Hömich hat auch ganz viele tolle Lieder geschrieben, so, aber beim Hans Knipp haben sie halt so wirklich über einen ganz langen Zeitraum, von Anfang an auch, der war auch bei Trink doch eine mit involviert und, ne, also im Stammbaum, das ist ja wirklich über Jahrzehnte eine Zusammenarbeit gewesen. Ja, das heißt, es gibt zum Beispiel ein Lied von Marita Kölner, Hirot nit, vom Hans Knipp. Das ist sehr hörenswert, weil das musikalisch durch alle Akkorde fliegt. Das klingt nach ganz einfaches Karnevalslied und ist richtig anspruchsvoll komponiert. Macht Sinn, wenn man sich für sowas interessiert, mal ein bisschen dem Hans Knipp oder die Spuren vom Hans Knipp so zu verfolgen, weil man wirklich auf schöne, lustige Lieder trifft. Auch so Schlacht bei Worringen, auch historische Lieder und so. Das ist schön, wirklich schön. Und die Knippschaft tritt halt quasi auf mit Liedern von Hans Knipp und jetzt nicht groß kommerziell, sondern hält das einfach so am Laufen, weiß ich nicht, in verschiedenster Form, was sehr schön ist. Mit denen durfte ich jetzt auch mal proben, das ist auch ganz nett. Ich spiele jetzt im Oktober mit denen zusammen. Da darf ich mal mitspielen. Da spielen wir ich meine, in so einem Seniorennachmittag in Nippes, was ja so ein Herzensding von mir auch ist. Da merkst du dann wirklich, was man den Leuten nochmal viel geben kann. So, ne? Die haben ja auch viel gegeben über die Jahre mit Sicherheit, dann kann man denen nochmal ein bisschen was zurückgeben. Das ist immer sehr schön. Und die Lieder von Hans Knipp kennen die sowieso, ich würde sagen alle, ne? Aber viele. So, das ist immer sehr schön, ein sehr schönes, tolles Projekt und ich bin ganz froh, dass ich da mal mitmachen darf. Du mäßt jetzt also für der Aale, du mäßt aber auch jetzt für Junglück. Ja, also wird eigene Sache und klar, wenn man so in Kneipen, auf so, wo ich dann auch gerne mal spiele, ne, oder wenn man mal im Karneval unterwegs ist, dann sind auch oft viele junge Leute dabei. Muss man das Programm ein bisschen anpassen, aber ich spiele immer ein paar alte Sachen trotzdem. Ne, auch was war das früher schön, auch in Kolonia spiele ich immer. Einfach damit sowas auch erhalten bleibt. Ne? Du hast erzählt, du singst auch für die Pens in der Schule. Stimmt. Das ist auch ein schönes Projekt, dem der Hartmut, der Bömmel und mein Vater von den Blackfoes als 2 Ex- und einer noch amtierender Föß haben das mit der Stadt Köln, mit dem Schulamt mal aufgenommen, so ein Projekt. Da gibt es auch immer ein Singen in der Philharmonie, also sehr tolles Projekt, ehrenamtlich. Und wo man halt in die Schulen geht, Lehrerfortbildungen macht, die bringen den Kindern dann die Kölschen Lieder bei als AG und man trifft sich dann nachher in der Philharmonie zum gemeinsamen Singen oder im Rathaus zum Weihnachtssingen, alles auf Kölsch. So hat tatsächlich, da durfte ich jetzt auch dabei sein, ein paar Mal schon, das macht auch sehr viel Spaß, weil da halt wirklich man viel geben kann, so siehst auch, wie das verbindet. Ne? Das ist dann wirklich so, ich sag mal, was man im Stammbaum so besingt, passiert dann da tatsächlich auch in echt. Dass so Kinder mit Migrationshintergrund singen auf einmal kölsche Lieder, ne? Geiers Nummer 0, das ist schon verrückt. Ich scheine einmal erlebt, da war auch der Stammbaum und dann sagt man in der E-Strei so eine schwarze Junge, da war einfach ne, da. So, ne? das ist so, ja, das hat tatsächlich was verbindet. Wobei, das verbindet ja auch Kölner Kinder, ne? So, das darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja Integration, hat ja nicht nur mit Migrationshintergrund zu tun, sondern geht ja auch über gesellschaftliche Schichten und alles, ne? So, wir müssen ja auch in Köln zueinander finden, genau.
Jetzt komme ich noch ins Ob die Mettwurst und Mettbrötchen und so eine Kram. Da jedes so eine Podcast gemischtes Hack und die haben 5 Flücke Frauen. Und dann haben wir gedacht, das können wir besser, aber in Köln müssen wir 11 Frauen machen, also ein bisschen ausführlicher. Das machen wir jetzt, wenn die Promis kommen, machen wir keine Sprachkurs über die 11 Flücke Frauen. Der erste, Max, was ist für dich typisch Kölsch? Mett. Mettbrötchen ist typisch Kölsch. Da hätte eine Freundin von mir, hatte ihren jetzigen Mann, der kam aus der Schweiz, den hat sie mal mitgebracht zum Rosenmontagszug. Mittlerweile sind die verheiratet und als wir dem das erklärt haben, was das ist, da war so kölsches Buffet, riesen Lappen, der da lag. Als wir denen dann gesagt haben, dass das Schwein gehacktes ist, gehacktes vom Schwein, dass man das aufs Brötchen tut und Zwiebel drauf, Salz, Pfeffer und los. Da wurde der ganz grün im Gesicht. Hat er aber probiert, fand er gut. Also von daher, aber das ist ja schon... Ja, die zweite Frage. Was hast du eigentlich jeden an Köln? Mich mit mir Kölsch sind sowieso Kölsch besoffen, ne? Ich wollte gerade sagen, was nicht. Ich hab mal 3 Jahre in Berlin leben müssen. Und wenn du das merkst, also ich hatte so Heimweh tatsächlich. Ich glaube, das war schlimmer als im Ausland, weil du weißt, du bist in Deutschland, aber bist nicht in Köln. Und so die Art der Menschen aufeinander zuzugehen, ist für mich so das, was ich wirklich hier mag in Köln. Ja, könnte ich auch So wie wir uns jetzt auch kennengelernt haben, ne? So, das ist andernorts in Deutschland oder so, ja, so aus Deutschland gesprochen vor allem, ist das andernorts echt anders. Der dritte Frage. Welche Kölsche tut auf lebendig stets uns jen treffen? Das ist eine schwere Frage. Das ist wirklich eine schwere Frage. Ich hätte jetzt gesagt Lukas Podolski, aber der kommt ja aus Bergheim. Wird aber akzeptiert, hätte ich Willi sagen. Milovic, doch, Willi Milovic hätte ich gerne mal getroffen, weil mich wirklich mal interessiert hätte, einfach so wie der war. Ja, der war nicht einfach, aber Genau. war toll. Mann. Entschuldigung. Vierte Frage. Wo würdest du dich engagieren? Wie wird jetzt getan wird, wenn du Bürgermeister wirst? KVB würde ich anpacken. Und zwar das Gesamtpaket KVB für den Kunden verbessern. Ich würde versuchen, die Preise ein bisschen zu senken. Dass mal, wenn man vom Eberplatz zu euch hier nach Lindenthal fährt, dass das mit dem Auto nicht im Grunde günstiger ist als eine Person, als wenn du mit der KVB fährst. Weil du musst ja gucken, dass es soll ja eine Alternative sein, dann muss es aber auch wirklich eine sein. Und nur das mit dem Auto schlechter zu machen, schafft ja trotzdem keine Alternative. Ne? So, also ich würde die Alternative öffentlicher Personennahverkehr versuchen. An einem Tag geht das eh nicht, aber ich würde schon versuchen, dass es wirklich auch eine Alternative ist. Dann funktioniert das wahrscheinlich besser. Wir hören jetzt die Flücke Frau von Köln. Was ist eine von den liebsten Plätzen in Köln? Natürlich der wunderschöne Ebertplatz. Ja, das hatte ich mir gedacht. Sechste Frage. Was ist eins von den liebsten Liedern auf Kölsch, versteht sich? In unserem Veedel. Ach ja, kann ich auch unterschreiben. Wenn du nicht mehr in Köln leben darfst, wo würdest du dann hertrecken? Melbourne in Australien. Das ist weg. Ja, Achte Frage. Was hast du Rosenmontag 2020 gemacht? ich habe mir diesen wunderschönen Zug, den Puppenzug angeguckt und ich habe wirklich fast, guck mal, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil das so toll, also das hat mich so berührt, muss ich sagen, das war so toll. Ich kann das gar nicht oft genug sagen, toll moderiert von den beiden, meine ich nicht, und also ganz, ganz toll. Ja, da hast du mal aus dem Hetze gesprochen, lieber Max. Nüngte Frage, was wird ganz anders sein in Köln 2050?
Ich würde ja mal sagen, nicht viel. Das ist wenig. Auf jeden Fall viel Beton. Vielleicht ist dann das Opernhaus fertig. 10. Frage. Ist Köln eigentlich eine schöne Stadt? Das hat so eine innere Schönheit. Das ist so wieder das, was ich eigentlich auch an Köln mag, ne? Wie man miteinander umgeht, wie man sich begegnet. Wenn du als Tourist hier hinkommst und nur so durch die Stadt spazierst, würde ich wahrscheinlich, ich war jetzt schon in vielen Städten auf dieser Welt, würde ich eher sagen, keine schöne Stadt. Man muss es wirklich kennenlernen, so. Dann ist das von innen, das hat eine sehr schöne innere Schönheit und Wärme. Die letzte Frage, Nummer 11. Du kriegst Besuch von einem, der noch nie in Köln war. Ein Mensch im mittleren Alter. Besuch für einen Tag. Was möchtest du dem zeigen von Köln? Kölner Dom. Und ich würde versuchen, alle Brauhäuser nacheinander abzuklappern und in jedem eins mindestens zu nehmen. Ja, da passiert so viel, dann hast du alles gesehen. Da hast du wahrscheinlich auch schon so viel erlebt wie in anderen Städten in 5 Wochen oder so. Und dabei noch ein Mettbrötchen. Wenn es gut läuft. Und eine halbe Hahn. Ja, liebe Lüscher, damit sind wir am Ende von dem ersten Podcast mit Besuch. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Freude gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Tschö! Tschö!